Ja, hoi liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und genau, ich habe mir jetzt ein bisschen überlegt, was macht sie eigentlich so fucking Spaß am TÜV fahren, am TÜV am Motovlog machen, am TÜV YouTube Videos machen. Was macht ihr so fucking viel Spaß? Und ja, das ist das heutige Thema. Und also das Thema vom heutigen Video. Und falls ihr das gesehen habt, das letzte Video oder eines der letzten Videos, müsste das Video kommen sein mit zwei Perspektiven. Es war auch unangenehm gewesen, weil es dann einfach am Bauch die ganze Zeit drückt. Ziemlich unangenehm. Aber ja, darum ist es jetzt umso geiler, wieder nur mit einer Kamera, die man auch gar nicht spürt und gar nicht sieht, zu filmen. Und genau, so viel zu dem. Also für mich, warum tue ich so gerne Motovlogs machen? Warum? Was ist da genau das Ding? Also für mich ist es einfach so, wenn ich jetzt den TÜV fahre, ist es ja an und für sich schön, wenn man natürlich nicht immer am gleichen Ort geht fahren, aber wie auch immer, wenn man immer am gleichen Ort geht oder auch nicht. Es ist, man kann halt am Bahnhof noch schauen, wie der Bahnhof aussieht. Es ist natürlich immer schön, ein bisschen in der Natur sich etwas zu erleben, aber das Geile ist natürlich dann, wenn man das Ganze filmt, dass man dann auch nochmal eine Erinnerung hat. Nochmal eine Erinnerung hat an das Ganze. Und wie soll ich sagen? Und das nochmal ein bisschen repetieren und mal geile TÜV und machen und tun. Aber natürlich das Geile bei dem, ich gehe natürlich durch das ich Motovlogs mache, viel mehr raus TÜV fahren. Also ich würde jetzt wahrscheinlich viel weniger TÜV fahren, wenn ich jetzt Motovlogs machen würde. Aber das, was mich wirklich fasziniert am Motovlog machen, ist einfach eben, wie gesagt, dass ich dann zum Beispiel dann hocke ich am Abend am Computer und da nochmal überlege, hey, was habe ich da Geiles erlebt, was ist mir passiert und was ist passiert und die ganzen Gerüche und die ganze, was ich gesehen habe, was ich gespürt habe, was ich gedacht habe, alles kommt nochmal wie ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber verstehen Sie, wie ich das meine? Das ist einfach mega das Schöne. Dass man dann, nachdem man fährt, guckt man die Heide, ich habe nochmal etwas erlebt, nachdem man den ganzen Tag in der Küche gestanden ist. Ja, ist das noch, vielleicht das noch echt etwas Bereicherndes, so das TÜV-Fahren oder das Motovloggen an und für sich, weil beim Motovlog machst du ja nicht mehr als deinen Alltag zu filmen, aber halt auf dem TÜV. Genau, jetzt müssen wir gerade mal schauen, was da noch alles gibt, das es gesehen gibt. Die haben angehalten. Verstehen Sie, wie ich das meine? Und das ist halt wirklich das Schöne. Und ich muss jetzt auch, oh Mann, fahr nicht nur links immer raus. Und für mich ist es, wie soll ich sagen, auch schön jetzt. Es ist zwar, muss man ganz ehrlich sagen, es ist zwar für die Jahreszeit, es ist immer noch Winter, also Frühlingsanfang, ob jetzt Kalender ist oder meteorologisch, ich weiß nicht genau, aber fängt erst am 21. März an. Hey, hör auf mit dem scheiß Putzmittel. Erst am 21. März an, dann nehme ich jetzt so viel Abstand, wenn ich so ein Zeichen macht. Fängt erst, wie gesagt, erst am 21. März an. Das heisst, es ist noch fast ein Monat. Also wenn ich das Video aufnehme, jetzt ist der 25. Fast noch einen Monat müsste es Winter sein. Und jetzt sehe ich schon Leute kurzärmelig, ich bin am TÜV fahren, im Schatten, hure kalt natürlich, aber in der Sonne extrem, wirklich warm. Und das finde ich, also für mich ist es gut, dass es so schönes Wetter ist. Für mich selber, Thema TÜV fahren, ist es toll. Natürlich ist es für die Menschen sind wir sicher nicht gesund und dafür natürlich noch weniger, wenn es so warm ist.
Aber eben für mich ist das auch etwas Schönes zum Motorvloggen, weil man fährt im Sommer, man sieht, man hat es selber extrem warm, man redet vielleicht auch über die Temperaturen, man hat es selber extrem warm, man redet über, wie soll man sagen, man sieht, wie die Leute rumlaufen, man sieht die Bäume, man sieht allgemein die Pflanzen, die Wiesen, und das als Motovlog kommt das zum Tragen dann, oder ob es so arschkalt ist, dass es schon fast schneit. Oder es hat vielleicht geschneit. Und man hat gesehen, man hat auf der Kamera noch ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen Schnee. Also oder in der Umgebung, nicht auf der Kamera selber natürlich. Ich habe zuerst gemeint, die vielleicht durchlaufen, da habe ich so extrem angehalten, oder? Aber es ist auch allgemein gut, wenn man richtig anhält, weil die hatten so viele Hunde gehabt und die Hunde folgen zwar gut, aber du weißt nie, wenn da einer und die vorher mal dich wegreissen oder so. Nein, aber eben das, also für mich ist das Hauptthema, warum dass ich so gerne Motovloggen ist, jetzt filme ich, jetzt habe ich etwas erlebt, das habe ich gesehen mit den Hunden, ich habe da Tiere gesehen, ich habe ganz kurz Stein am Rhein gesehen, fahre wieder heim und drücke dann die heim am Computer oder beim Duschen und ja, auch wenn ich jetzt nichts geleistet habe in dem Sinn, ich habe jetzt nicht die Welt gerettet, aber ich komme heim und habe ein wunderschönes Gefühl. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, das ist ein bisschen Natur, wo man ein bisschen mitnimmt im Tag rein, weil wenn du die ganze Zeit im Haus bist, am Arbeiten, bist so mit Lebensmitteln am Arbeiten als Koch, so als Kochgehilfe, ist natürlich auch Natur pur, aber ich meine, so etwas ist nochmal etwas anderes, oder? Und das feiere ich dann mega so. Da sind wir gesehen. Das war stark, wo wir am Hofladen waren, mit dem Audi. Ich weiß genau, da sind wir durchgefahren. Ich war mal mit dem Audi unterwegs gewesen, im Sommer und dann irgendwo um zum Eiskörper geholt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ist das genau war. In dem Fall ist es da in Nähe von Stein am Rhein, für 10 Minuten von Stein am Rhein entfernt. Krass. Ja, ich würde mal sagen, wäre das sonst gewesen für das kurze Video eben. Das ist für mich Motovloggen. Dass man Videos macht, nicht nur, dass man jetzt könnte Fame werden oder dass man könnte. Das ist am Anfang gewesen, ganz ehrlich. Ich habe am Anfang, es hat Zeit gegeben, wo ich auch Videos gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, hey, wenn du YouTube machst, hoffentlich verdienst du bald Geld damit und dass das ein Schlüssel ist für mein Leben, dass ich mit YouTube Geld verdienen. Das war wirklich lang für mich das Ding gewesen. Jetzt ist es für mich aber einfach nur noch, weil ich es cool finde, das weiterhin zu machen, das als Hobby, meinen eigenen Content zu bringen und weil es einfach chillig ist, weil es einfach geil ist. Und ja, noch viel zu dem, wenn ich irgendetwas vergessen habe, schreibt es mir gerne in den Kommentaren oder kommentieren gerne und würde sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscur 94. Ciao miteinander.